Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Nein, sind noch nicht ersichtlich. Ja, die Combox. Hast du es erreicht? Nein, ich kann nur eine Combox. Ja. Und ja. Ja, wenn die Gäste nicht auftauchen, kann es ein bisschen nervig sein. Ja. Zweieinhalb Monate lang sind die Hüttenwärter für Finsteraarhornhütten schon oben im ewigen Eis. Jetzt ist es das letzte Wochenende der Saison. Jetzt haben wir eine ganz gute Saison gehabt, ja. Tipptopp zufrieden. Und ja, glücklicherweise keiner Aufwand. Einmal nicht gross bis heute, aber das kann nur heute ändern, oder? Das ist einfach so. Das weiss man nicht, aber bis jetzt war es gut. Sehr gut. Jetzt ist ja das Ende in Sicht. Ich bin auch froh, dass das Ende in Sicht ist. Einfach weil es eine strenge Saison war. Für den Schlusssport ist Katja, ihre Tochter, noch mal raufgekommen. Das ist man hilft einander, wo man kann. Das ist das da, die zwei. Ja, halt gerade dort, was es braucht, halt gerade gut einspringen, wenn man gerade Zeit hat. Mama und Papa wissen das zu schätzen. Das ist schön, das ist klar. Nein, ist ganz schön. Die Hilfe ist ja dringend nötig. Jetzt, kurz vor Saisonabschluss, rebelt es nochmal. Es sind Top-Bedingungen so hoch oben. Aber bis ganz zum Schluss bleibt Katja nicht. Ist gut. Was tust du jetzt am Morgen? Was ist für ein Theater? Ich? Ja. Hallo. Salut. Das Konzert? Wo denn? In Zürich, im Letzigrund. Aha, da müssen wir natürlich gehen. Da muss man gehen. Weil die Da hast du Billette, jetzt gescheiter hergeblieben. Das ist mehr verdient. die Billette habe ich schon ein Jahr. Ja. Wirklich? Ja. Ja, Sowieso. soll Bestellung zeigen? Nein, den musst du mir nicht zeigen. Ja, nein, soll es sogar nicht. Komme gerne. Also wenn ich Zeit habe, komme ich gerne. Das ist... Mal, ist halt einfach schön hier. Ja, sie haben einfach auch ein wahnsinniges Programm natürlich. Es ging unheuer viel los. Das ist natürlich schwierig, wie verrückt, dass man das gerade unter eine Höhe bringt, oder dass es gerade passt. Oder? Das ist jetzt eigentlich gerade ein Wunder. Gut, eben. Ja, Ja. ja, arbeiten nebendran, Turnverein nebendran, irgendwann nicht. Der Frauen- und Turnverein, oder? Ja, Ja, das ist wichtig. das ist wichtig. Das war schon als zweites daheim. Oder ist es gäng noch? Ein gewisses. Ja, ist schön. Ja. Ja. Auf der Rätzli-Hütten im Kanton Uri ist nicht mehr viel los. Der dritte Streif fährt schon mal an mit dem Schlussputz. Jetzt ist April und auch unsere Hütte ist auf 2000 Meter. Du musst relativ schon viel weit hochlaufen mit den Ski, bis du in den Schnee kommst. Sicher da oben bin ich überzeugt, da jetzt noch coole Hänge und du findest noch coole Abfahrten. Aber jetzt ist halt dann schon langsam die Zeit, wo wir die noch gehen auf Skitouren, dass die eher auf Hochtouren gehen, die etwas höher oben sind. Die Berge und die Hütten und die Touren. Und das ist auch okay so. So hätten wir das erledigt. Am Kater Findus bleiben gerade einmal 2 Gäste zum gestreichelt werden. So, da haben wir das Bier. He? Schön. Madame. Merci. Monsieur. Das Hüttenwartpaar stresst es nicht, dass nur 2 Leute da sind. Nein, überhaupt nicht. Und es ist cool, kommen noch ein paar. Und ich denke, es ist sicher
ist vom Aufwand her grösser, wenn jetzt nur 2 oder wenig Gäste kommen, oder wenn du 20 hast. Also, im Prinzip ist der Aufwand fast ein bisschen gleich. Aber ich finde, auch sie zwei haben es verdient. Sie sind hier angekommen zu uns, auf unsere Hütte. Und auch sie zwei haben es verdient, dass sie behandelt werden wie alle Gäste. Und wie wenn die Hütte voll ist oder was auch immer. Einfach, ja. Ja, voilà, süßes Herdöpfelsuppe. Sweet Potato. So, da haben wir eine süße Herdöpfelsuppe. He? Ich wünsche einen ganz guten. Sieht jetzt aus, als es nach 14 Tagen ganz gäbige Tage gibt. Ja. Es ist einfach noch mal etwas fürs Herz, die nächsten Tage. Ist ja schon wie, dass wir das auch vertragen. Ja. Zum Wohl. Auch auf der Skihütte Feldis in Graubünden ist die Saison bald vorbei. Dann trennen sich die Wege von Lea und ihren Mitarbeiterinnen. Keine einzige wird bleiben für die nächste Saison. Wir haben jetzt einfach unser letztes Wochenende auch mit dem Team. Dinge kommt rauf, wo ja das Chörli leitet, auch mit Akkordeon. Und dann gibt es noch ein paar Raclette-Essen. Einfach gemütlich und ein bisschen im intimen Stil. Also ich erwarte hier überhaupt nicht viel. Aber es muss auch nicht sein. Im Gegenteil, je weniger Leute das sind, desto mehr Zeit haben wir füreinander. Alle Angestellten haben auf Ende Saison gekündigt. Die Lea muss jetzt mitten im Abschluss ihr neues Team suchen. Hallo. Hoi. Hoi, Neva. Ich bin gerade bei dir. Oh nein, Blümchen. Ich bin gerade bei dir, Neva. Willst du mal ankommen, ins warme Stübli sitzen? Neva ist heute hier. Auch noch da, damit möglichst alles an einem Wochenende passiert. Gell? Ja, sie kann sich vorstellen. Für heute Co-Hüttenwartin, Service Allround und einfach mit einer längerfristigen Absicht, was mich mega freut, fast ein bisschen nervös macht, weil sie kommt aus der Region und es wäre, glaube ich, ein rechter Glückstreffer. Darum ist jetzt das Alte und das Neue gleichzeitig da. Hä? Wo soll ich hin? Kannst du gerne rein? Es bestärkt mich natürlich, dass sich jetzt sehr viele Leute auf die Inserate, die ich hier überall gestreut habe, gemeldet haben. Dennoch habe ich halt jetzt gerade so das Loslassen vom Alten, aber gleich das Neue noch nicht gesehen. Das ist einfach gerade so ein bisschen eine anstrengende Phase von Aushalten. Also ich weiss jetzt, dass ich etwas mega Gutes loslassen muss und ich habe irgendwann Zuversicht und das Vertrauen, dass auch wieder etwas mega Gutes kommt, aber das hat einfach noch keine Form. Ich habe Zeit. Hey, schön. Soll ich da hinten? Die Lea und Neva kennen sich, aber nur flüchtig. Ja, schön bist du da. Ja, vielen Dank. So in Mega Freude. Ja, wow. Ist das das einzige Tattoo, oder? Ich habe ja noch ein paar mehr. Du hast noch ein paar mehr? Ja. Ich habe auch eins, aber nur das. Da. Also, was ich bei dir mega spannend finde oder wahnsinnig ist das einfach das Lokale. Ich habe mir das eigentlich jetzt wirklich auch ein bisschen gewünscht. Wegen dem habe ich ein Böffli inseriert. Lokalblatt, ja, dass ich irgendwie mehr ankomme und auch mit der Hütte zusammen. Aber ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zu dieser Langfristigkeit. Das macht einfach etwas aus, wenn du auch Leute hast von hier. Weil ich bin und bleibe die Unterländerin. Ich kann mich noch so engagieren, weil das ist auch ein soziales Projekt. Oder es ist zumindest vom regionalen Tourismus her ist es ja eine Bereicherung, wie ich immer wieder höre. Aber es ist ja es ist trotzdem irgendjemand vom Basel-Land oder so, oder Basler, der hier oben die Hütte führt. Also es ist so ein bisschen, und ich glaube,
das wäre ein mega Mehrwert, einfach das noch, wie so ein bisschen noch verankern mit einer Person von der Region. Von den Aufgaben her, wo würdest du dich sehen? Also du bist ja gelernte Köchin, aber in der Küche möchtest du nicht mehr. Ja, mal. Also, ich sehe mich eigentlich wie so ein bisschen überall. Also, wie ihr gesagt habt, ich kann auch viel, aber ich habe nichts, wo ich sagen kann, eben, ich bin eine spitze, super Top-Köchin. Sondern bei mir ist es eben so die Mischung von allem, die mich dann aufblühen lässt, wo ich kann stark sein kann. So eine Allrounderin ist genau das, was die Lea sucht. Ich finde die Lea eine mega coole Frau. Und was sie hier macht, wie sie das so liebevoll gestaltet. Und die Philosophie von dieser Hütte, oder von der Lea, entspricht mir völlig. Hier haben wir den Shop oder die Werkstatt. Das ist jetzt gerade ein bisschen das Ghetto von Recyclingstation über was müssen wir da alles noch verwerten. Also ich bin absolut nicht abgeneigt gegen irgendwie Neuanschaffungen oder Ideen, also gerade was jetzt die Küche irgendwie angeht. Es scheint, als hätten sie sich gefunden. Aber die Lea ist ein brennendes Kind nach dieser Saison. Ja, ich finde es so spannend, was es gerade mit mir macht, weil einerseits wünsche ich mir das mega fest und jetzt ist es so potenziell da und ich bin irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert. Ich merke, dass ich kann nicht gerade so ganz frei so quasi drauf losrennen, weil ich glaube einfach so ein bisschen jetzt mit der letzten Versuch oder so mit dem letzten Erlebnis vorsichtig geworden bin. Ein neuer Tag auf der Etzli-Hütte. 18 waren es und 2 haben jetzt umgekehrt, weil der eine krank ist. Und danach sollte nach 16 kommen. Also sehr überschaubar. Ja, wie das genau sind, jetzt geht wieder einer über. Das ist vermutlich die 5er-Gruppe, die jetzt gerade am Parat machen ist. Genau. Tipptopp. Das Erste, was dem Gast auf der Hütte ins Auge sticht, ist das Körbli da. Ja, da musst du mit der Rita. Oh, schnupfst? Ja. Wirklich? Ja. Oh, mein Glückstag. Hopper. Weißt, ich schnupfe aber nicht allein. Da muss ich immer, und er tut nicht so gerne mit mir. Und dann... Also ich tue generell nicht so viel schnupfen. Nicht, das hat mit dir im Fall gar nichts zu tun. Bist du noch jemand? Ja, also der Papa einer lange eigentlich. Der Papa wird wohl mit der Gott schütze uns vor Blitz, Donner und Wind und allen Liedern, die von Hansi Hinterseher sind. Preis. Eine kurze Pause und weiter geht's. Und das seit 2 Monaten. Also es hängt schon. Also da müssen wir wirklich ehrlich sein. Aber es ist jetzt wirklich absehbar und es ist gut gelaufen mit Aufräumen, Putzen. Und jetzt freut man sich noch die kommen. Und jetzt die erste Gruppe, die kam, ist eine mega coole Abfahrt und hat ein Smiley auf dem Gesicht. Und dann macht es mega Freude. Ja. Der Kater ist entspannt. Sein Herrchen weniger. Es gibt noch mal ein bisschen Ärger am Ende der Saison. Ja, die Combox. Hast du es erreicht? Nein, ich habe nur eine Combox. Ja. Und ja. Keine Ahnung, ich will jetzt noch mal rausschauen, aber keine Ahnung. Ja, es fehlt noch eigentlich 2 Gruppen und ich weiss kein Mensch, was sie sind. Und das Telefon schellt, sie nehmen nicht ab. Das ist ein Zeichen, dass sie daheim hückeln und das Gefühl haben, der möchte den Schuh sich nicht abnehmen, oder? Ja, no? Auf der Skihütte fällt uns trudelnd langsam die ersten Gäste ein.
Die besonderen Anlässe, die Lea namens organisiert, scheinen gut anzukommen. Vollmondplausch. Full House. Es haben sich noch spontane Leute angemeldet vom Dorf. Und jetzt sind wir 29 Leute. Und wir haben etwa Platz für 30. Es geht genau. Rollende Planung. Ja, und in 20 Minuten fangen wir an zu singen. Das sehe ich gerade noch nicht so. Aber es gibt hier aber noch ein Problem. Aber jetzt kommen wir einfach gerade einen kleinen Stress rein. Nervös bin ich, weil mehrere Leute heute schönerweise noch gebucht haben, also sich angekündigt haben, auch noch Raclette wollen. Jetzt sind wir gerade mega Engpass mit den Herdöpfeln, weil ich habe 4 Kilo aufgebracht, aber auch nicht mehr. Dann ist halt einfach irgendwie der Nachmittag so schnell umgegangen und jetzt Misoplast machen, Inga, die singt und blablabla. Und wir haben natürlich auch die Rosina, die fehlt. Sie hat es leider gar nicht auf den Berg geschafft. Sie ist und bleibt krank. Ich hoffe, sie kann morgen sich noch ein bisschen von der Hütte verabschieden. Ich habe noch 4 Kilo aufgebracht. Das ist 3. 2. 0. Scheiß Vogue. Nein, ich bin nervt. Immer ist Low Battery, wenn ich die brauche. Das gibt es ja nicht. Aber es steht 2 Kilo im Battery. Wie meinst du das? Also ist gut, ich glaube dir. 2 Kilo 4. Oh Mann, ich bin nervös. Also 4 Kilo, 6 Kilo. Und dann haben wir noch... Ja, wir machen einfach alle und es hat, solange es hat. Zu wenig Herdöpfel und knapp an Personal. Da geht bei Lea am letzten Abend nochmal der Puls in die Höhe. 4, 6 Kilo plus 700. 6,7 Kilo. Ja, 2 Portionen. 2 Portionen zu wenig. Wenn irgendetwas knapp berechnet ist, das ist einfach ein komisches Gefühl. Wenn du weißt, du kannst wahrscheinlich den Hunger nicht stillen oder die Portionen nicht genug gross machen. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Ja, willkommen in der Küche. Weil du ja noch nicht recht, also nicht weißt, wo was ankommt, würde ich sagen, wäre es super, wenn du könntest die Herdöpfel abtun und Raclette-Käse schneiden. Und dann wäre jetzt die Küche zu, bis es dann einfach wieder Raclette gibt. Das ist gut, Nicole, dass wir hier speditiv Misoplast machen fürs Raclette. Zum Glück hat Neva Zeit und hilft spontan aus. Es ist eine Win-Win-Situation. Lea hat jemand mehr in der Küche und Neva kann den Hüttenbetrieb gerade mal kennenlernen. Das ist... weißt du, sonst... Weil die Herdöpfel im Wasser brauchen dann schon auch... Es macht natürlich jetzt nicht gerade die beste Gattung, was die Organisation angeht, aber wir haben hier oben oft Glück, dass bei Engpässen irgendwelche Freunde oder sonstliche Engel da oben sind, die gerade mit abhaken können. Man nennt es eine Feuertaufe. Ich meine, das ist das Leben. Es läuft oft nicht so, wie man es geplant hat. Und ich finde, das ist dann Können, wenn du improvisieren kannst. Und wenn es dann gleich irgendwie Hand in Hand funktioniert. Wenn wir dann dort unterstützen, wo es gerade braucht, wenn man die Arbeit sieht. Und das finde ich wie so das A und das O. Ich freue mich dran. Meine Worte. Traumhaft, chaotisch. Auf der Finster-Aarhorn-Hütte hilft Katja noch ein letztes Mal in dieser Saison der Mama. Der fliegt heute runter und will auch gerade eine erste Ladung Bettwäsche mitnehmen. Ja, wir ziehen ab, dass wir es
dass wir es dann nicht die Wäscherei geben können. Weil es sind weniger Leute, wir brauchen nicht mehr alle Zimmer. Für die Winterbergers ist es die 18. Saison dort oben. Die Katja kennt fast nichts anderes. Bist du mir da schon ein bisschen stolz drauf? Das machen nicht viele Hütten warten so lange. Schon recht Ausdauer, sage ich nicht eins. Wenn das genug ist, das ist im Moment noch nicht das Thema. Das müssen Sie sagen, wenn das Sie hören. Das ist Ihr Traum und Ihr Ziel. Doch. Wenn Sie dann sagen, Sie hören auf, dann hören Sie auf. Wie immer, wenn man den Heli reserviert, pressiert es. Der kann jeden Moment kommen. Du jetzt halt gleich noch Brunnen wechseln. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. Bleib gut, gell? Merci. Gleichfalls dann. Ja, Jetzt gibt es noch den Endspurt. jetzt gibt es noch den Endspurt. Genau. Tipptopp. Jetzt gehen wir den Zweck machen für heute Abend. Ja. Ja, es sind noch nicht ersichtlich. Ich habe jetzt noch geschwind ins Loch runtergeschaut, wo sie eigentlich gesagt haben, dass sie, woher sie aufsteigen, wo ich dort Erfolg habe. Das hätte jetzt am Ende der Saison nicht noch müssen sein. Aber nicht alle vom Team sind heute müde. Hey, grüezi, Findus. Sie können. Ist du raus? Hm? Ja, also ich glaube, der Findus ist nicht so froh wie mir, dass die Saison fertig ist. Weil da ist er natürlich voll der Prinz vom Metzli. Und hat keine Konkurrenz zu anderen Katzen. Und da kann er raus und rein, wie er will. Und jetzt, die letzten 2 Wochen hat es ihm natürlich sehr gefallen, wo es keinen Schnee mehr hatte und seine Pfötchen nicht mehr kalt geworden sind. Und jetzt hat er schon 5 Müsli gebracht und ist wieder voll im Flow. Ich glaube, wenn wir ihn fragen würden, würde er vielleicht eher finden, ob wir noch oben bleiben können. Weit und breit. Niemand in Sicht. Ja, wenn die Gäste nicht auftauchen, kann es ein bisschen nervig sein. Ja. Und da habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich durchaus wissen, wenn ich anrufe, dass sie nicht auftauchen und jetzt einfach das Telefon nicht abnehmen. Und das nervt gerade noch einmal. Ich kann nicht das ganze Gebiet sehe ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie ist vielleicht auch nicht unrecht, das weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr aufkreuzt, denke ich, ist relativ hoch. Ja. Also was mich jetzt schon noch so ein bisschen nachdenklich macht, also eigentlich 10% für unser Einkommen sind No-Show-Gebühren. Und das macht mich ein bisschen nachdenklich. Wirklich Leute, die reserviert haben, hast du angerufen, du, wir haben eine aktive Reservation bei uns, was ist los? Oh, ich bin jetzt gerade im Ausland. Und wirklich 6 Personen, die angemeldet waren. Und wir haben einmal wirklich eine halbe Woche Fleischkäse essen. In allen Variationen. Man staunt noch, was man als Fleischkäse alles machen kann. Aber einfach das ist schon noch ein bisschen nachdenklich. Ja.
Lieber Luna, da ist die Ätzli-Hütte. Wir erwarten dich und sehen dich nie. Wo haltest du dich auf? Kannst du uns geschwind zurück anrufen? Merci. So, wegen Weinen. Wenn ihr wüsstet, was sie heute Abend feins verpassen. So, die hausgemachten Hackbraten. So, jetzt haben wir hier einmal hausgemachte Knöpfli und hausgemachter Hackbraten. Ich wünsche einen ganz guten. Und wir müssen das auch nicht sperren lassen, wir haben genug. Danke. Schon geschnitten, wow. Ich wünsche euch einen guten Mittag. Ja, bist du überrascht, oder was? Nein. Ja, das ist schön. Ja, das freut mich sehr. Ja, sehr gut. Ja. Geniessen es, einen guten Miteinander. Danke, ist gut. Danke. Das Feldes ist Gaststube am letzten Abend ausgebucht. Und das Hüttenteam hat viel zu tun. Ich habe jetzt mega gerne mitgesungen. Singen finde ich etwas mega Befreiendes und das ist so fest auch mit dem Schnauf, mit dem Körper und es gibt mir einfach so eine Präsenz. Und ich finde, wenn Menschen zusammen singen, dann gibt es einfach so eine Energie. Es ist so einsingen, einstimmen. Also das ist so etwas, was auch mit der Gruppe dann viel macht. Also es ist wie beim Meditieren. Je mehr Menschen gleichzeitig meditieren, desto stärker ist die Energie. Bei Vollmond erst recht. Da köcheln alle Herdöpfel, die Lea gefunden hat. Jetzt kommt es aus, ob das für die vielen Gäste langt. Wir haben noch 2 Kilo zu viel gehabt. Keine Ahnung, wieso. Ja, sie nehmen mich jetzt die ganze Zeit hoch, weil ich so einen Stress gemacht habe wegen diesen Herdöpfeln. Ja, und jetzt müssen wir die selber noch vertilgen bis morgen. Die Neva hat den ersten Eindruck gewinnen. Die bis jetzt in der Küche geschafft haben, die sind nicht aus dem Gastro. Und das merkt man einfach in gewissen Abläufen. Und das wäre so etwas, wo ich mich dann freuen würde, um die gewisse Struktur, die jetzt hier ein bisschen fehlt, um das reinzubringen. Ja. Also ich hätte Freude, um das zu optimieren. Auch auf der Finster Aarhornhütte ist heute der letzte Abend vor Saison. Der Hans ist gedanklich schon beim Zmorgen vom Morgen. 5. Um 5 die letzte. Das ist schon gut. Ja, jetzt das letzte Wellen um 5. Das Wellen um 5 gehen. Wenn wir um 6 die Titel leer, oder? Dann können wir um 6 zum Morgen mit dem Personal. Und nachher 6:30 Vollgas dahinter, um fertig zu machen. Das ist tipptopp. Ja. Ja, ich hoffe, jetzt der Morgen geht noch reibungslos vorbei und dann geht es dann ins Tal. Ich freue mich also schon ein bisschen. Mal.
Tag? Ja, wirklich super. Hä? Wirklich super. Tipptoppen Tag. Gemütlich. Ja, Gegen genau. etwas Wir liefern. haben einfach gegen etwas zu tun gehabt, aber genau. Wirklich gut. Ja. Wirklich gut. Und hier am Abend auch noch gemütlich sein. Wirklich. Ich werde dann die grösste Krise morgen haben, wenn ich die nicht aus dem Heli. Das ist ja jetzt klar. Ist wahr? Ja, das ist sonnenklar. Wenn man nicht Freiheit hat, raufzukommen, ich glaube, da ist der Zeitpunkt da, dass man scheren. Ich glaube, das ist eindeutig. Wenn es dich anscheisst, hierher zu gehen, hier an diesen schönen Ort zu gehen, dann musst du aufhören. Dann musst du einen Strich machen. Ich bin auch der Der Moment ist bis jetzt noch nicht gekommen, dass einer im März angeschissen ist, raufzugehen. Und dort haben wir einen Pelou. Oder? Ja. Bobo male, shushu maya, bobo male, bobo male, shushu maya. Danke vielmals. Sehr gerne. Ja. Ja, wir sehen uns einfach mal da unten, um nochmal, also jetzt drüber schlafen und dann treffen wir uns einfach in Ruhe. Tschüss. Hey, tschüss, Lea. Shutli kutli veveteyo, veveteyo. Shutli kutli veveteyo. Shutli kutli veveteyo, hey ana, hey neyo, way. Okay, then, blätteren. Er war super facettenreich der Tag und er ist noch nicht durch. Wir haben noch einen Berg Geschirr und noch ein Feuer, das brennt. Aber ja, ich glaube, es war mega erfolgreich. Die Leute haben auch Freude gehabt. Ich bin noch gespannt, wie sie so reagieren mit der Inga, weil es hat ja geheißen, ja, ein bisschen Musik und Tanz, aber dass da plötzlich Chor sein. Aber es ist mega schön, wenn die Leute einfach immer wieder mitkommen und reinkommen und mega unerwartet und mega schön. Einen schönen Abschluss. Also, ich hätte es gar nicht so gedacht. Nicht im geringsten. Will ich dich so fest lieben, will ich dich so fest lieben, will ich dich so fest lieben, mit meinem ganzen Herz, hey Anna, hey nee, oh hey, mit meinem ganzen Herz, hey Anna, hey nee, oh, porque? Die letzten Gäste für Saison verlassen die Etzli-Hütte. Und man kann dreimal raten, was die Rita und der Res jetzt machen. So. So. Die beste Saison forever. Danke. Ja, beste Saison forever. Knapp 750 Leute haben bei uns übernachtet. Und das ist ja sicher in der Vergangenheit absolut das Maximum. Ja. Wir sind sehr stolz, dass wir so eine gute Saison erleben durften. Und obwohl, aber es muss ja nicht immer mehr und mehr und mehr. Der Mensch ist schon immer leistungsorientiert, aber natürlich macht es Freude. Und es ist auch ein Zeichen, ja, ich glaube, wir machen es richtig und die Leute haben uns auf dem Schirm und vergessen uns nicht. Und ja, das ist cool. Jetzt ahnt der Findus vermutlich langsam, was da gerade passiert. Also, wir sind jetzt 60 Tage eigentlich ununterbrochen da gewesen. Und danach sicher freut man sich wieder mal auf daheim. Auch wirklich die Leute sehen machen, die man ja, sonst nicht sieht. Auch wieder mal ein bisschen im Stammweizchen ein Kaffee und so. Auf das freue ich mich schon. So, hebst noch du? Ja. Das ist cool jetzt, ja. Sicher auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir sind gerne hier oben. Es ist ein schöner Ort. Aber jetzt ist wirklich, jetzt ist gut, jetzt haben wir alles erledigt. Und jetzt ist es wirklich cool zum Heimgehen. Wer vermutet, ist der Findus nicht gleicher Meinung. Ja,
Etwas Wichtiges fehlt noch. Ja, nein, tut mir leid, Findus. Nein! Da gehen sie hin. Ja, und jetzt räumen. Ja, ich bin gerade recht melancholisch. Ja. So wie das Wetter aus. Ja, es ist wieder Abschied. Es ist irgendwie der letzte Tag. Die Rosina ist krank, was ich mega schade finde. Also schade, es tut mir mega leid. Vor allem, ja, weil sie jetzt einfach so einen komischen, abrupten Abgang gemacht hat. Logischerweise. Ja. Das ist kommt ja. Rosina! Ja, hoi! So schön! Oh, Moin. darf man? Ich weiss nicht. Ja, komm, jetzt bist du, das tut gut. Schau da halt. Hoi! Oi, oh. Meine Güte! Gell? Immunherd. Nein. Alle, die im Unterland waren diese Woche. Und jetzt aufräumen und ausmisten. Oh, Madonna. Es hat jetzt schon noch ein bisschen Sonne vertreibt. So ein paar mehr Gäste. Für meine Verhältnisse ist das jetzt ein bisschen zu viel übrig. Aber das Gute am Fleisch ist, dass man es eingefrieren kann. Kannst du das ganze Kistchen mitnehmen? Weil das Gemüse müssen wir auch noch verarbeiten. Finanziell weiss ich es jetzt, also von den Zahlen her ist es ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Ich habe die Ausgaben noch nicht beieinander und die Löhne und so. Also die Bilanz kann ich noch nicht jetzt ziehen, am letzten Tag. Nicht nur die Bilanz, auch die Zukunft für Lea ist offen. Ich weiss nicht, wie lange ich das noch mache. Eigentlich gerne noch mega lang, noch ganz lang oder vielleicht auch nicht mehr so lang. Ich kann es gerade nicht sagen. Ich gebe jetzt sicher mir unter heute noch ein Jahr noch mal Zeit und wenn eine Konstanz kommt, dann kann ich mir vorstellen, wenn es auch finanziell aufgeht, dass das noch lang sein kann, weil es einfach mega schön ist hier oben. Die Lea wünscht sich Mitarbeiterinnen, die länger als nur eine Saison bleiben. Diesen Winter hat das leider nicht geklappt. Die haben wir geschenkt bekommen. Vom Sessellift. Vom El Presidente. Wow. Ich habe das Gefühl, wir haben sie erst gerade gekisst, nicht? Beides. Danke vielmals. Für den Abschied generell ein schwieriges Thema. Und ja, ich habe sie mega fest ins Herz geschlossen. Darum ja, irgendwie ist es freudig und gleichzeitig auch ein schwerer Abschied. Aber nur weil die Saison fertig ist, heisst es ja nicht, dass unsere Freundschaft fertig ist. Yeah! Nein, wir haben ja viel gewonnen. Also, ja, es ist, und das, was wir hier oben haben, das nimmt uns ja niemand mehr. Ja, also das schreit nach einem Prosecco. Warte. So. An den Boden haben wir noch nicht geputzt, oder? Also es ist ganz fein, das ist ein Blonde Noir Cremant. Sorry. Ja. Fast Rosine auf dem Gewissen. Oh, ich habe die Rosine um ist der Donner. Du bist ein bombastischer Winter. Bombastisch. Wow. Tolle Frau. Vielen Dank. Unvergessliche Zeit. Ja, genau. Ja. Das ist so fein. Es ist morgen auf der finsteren Ahornhütte und das Wetter wird immer schlechter. Jetzt müssen wir halt ein bisschen pressieren, dass der lenkt. Ein bisschen vorwärts machen müssen wir jetzt. Weil, wenn das Wetter kippt, kann der Heli nicht mehr fliegen.
Letzte Maschine, ja. Ich bin fertig, hä? Willst du das noch mal waschen? Jetzt ist es fertig. Jetzt bist du spät. Deutlich zu spät. Deutlich zu spät. Passt, hä? Irgendwo offen. Der Haupthalle noch zu. Wer ist das gut? Das ist eine gäbige Hütte für fertig zu machen. He? Wenn wir jetzt einfach die Hütte zählen, die Fahne hinten ist, alles beschlossen ist und man in den Heli einsteigt und hier fortfliegt, dann gehen wir einfach ins Tal, in die Hektik und verlassen Häufen einfach einen schönen Ort. So. Probieren wir es noch mal. Gehen wir heim. Oh, das ist gut. Nein, bleib drin. Nimm das, schau. Ja, jetzt kommt ihm der Sinn, dass er rauskommt. Nein, nein. Aber es ist besser so, denke ich, wieder mit dem Heli. Weil der ist ihm einfach irgendwie, obwohl er jetzt schon ein paar Mal geflogen ist, einfach nicht so ganz kühl. Ja, ich weiss. Wir machen die frische Luft. Ja. Ich gehe noch mal raus. Ja, ja. Und nachher gut, ja. gehen wir da. Super. So. So, raus aus dem Haus. Der Vater hat es verkauft. Die Wintersaison ist definitiv vorbei. Mit jedem Tag hat es weniger Schnee. Und der noch da ist nicht ungefährlich. Es ist schon gefürchtig, so nah die Wucht und der Ton. Ja. Und jetzt, wenn wir da gerade rechts oben am Dürkli am Bach nachher, also wenn etwas kommt, das uns dann nicht bereichen kann. Es ist wirklich extrem frühlingshaft. Und da kommt wahr. Und es ist eine gute Entscheidung, dass wir jetzt heimgehen und das Häuschen zutun. Das Coole ist wirklich, du kommst vom Winter wirklich jetzt in den Frühling runter und kannst die Wärme geniessen, die Blümchen geniessen. Ja, wieder mal keinen Schnee anschauen, das ist gut. Und das Bike mal vornehmen, freue mich drauf. Und ja, was man dann macht, wenn man im Tal ist. Genau. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».